Bremisch kommen seht, ich soll nicht vielmals merci dafür. Aber bei Landeskongress, wo wir ganz flott Präsentationen den Oben tun, bei einem ganz flotten Chef und dafür freuen wir uns, dass alle Guten so zahlreich hinkommen seht. Ich soll nicht dafür vielmals merci an den wünschen flotten Oben, wie gesagt, an den nächsten Redner, den wir abrufen werden, weil das ein bisschen pressiert, wenn ich mitkriege. Und ich hatte just noch einen Telefon gekriegt, das war meine Frau. Aber da muss ich dann abhören, weil das ging von Antenne. Wir sind ein bisschen nach Verspätung, das ist meine Schuld. Also, der Sven Klemmer als unser Mann, den die Präsentation möchte, wo ich mich darauf freue, und wie gesagt, am sehr dich gut, an der flotten Abend gewünscht. Merci. Ja, schönen guten Abend auf der Musel. Das irgendwie schön auf Bremisch zu kommen, weil ich schon nach irgendwie ganz lang hier als Familie nach von der Musel, das heißt, meine Urgroßeltern sind heute geboren, dementsprechend fühlt es sich dann aber ein bisschen wie heimkommen und vor allem, wenn ich weiß, dass irgendwo drüben an einem Kopf so einen halben Ach Weibirsch meinem Pap gehört. Also einen halben Ach, ich weiß nicht, wer den du mal möchtest, dann gleich kann man gucken, wer nicht mehr gestrüpst. Das heißt, Wein machen ist definitiv kein, dementsprechend beschränke ich mich auf das, was ich kann. Und das ist ein kurz über das Programm zu schwätzen. Wir treten nun mit einem Slogan, und ich meine, der Slogan ist mittlerweile geliefert, den auf unseren Bezirkskongress war, den auf unseren jeweiligen anderen Evenementen war, die schon an der Kampagne geholfen hat, Sachen zu präparieren. Also Slogan ist gerecht Lesungen für Haut am Mur. Gerecht Lesungen heißt, dass man eben nicht nur Probleme sicher, nicht nur Probleme benennen wollen, wir wollen tatsächlich Veränderungen bewirken, wir wollen Lösungen für die Probleme offerieren. Wir wollen eben gerade nicht nur beim Constat stehen bleiben wie so viel, wir wollen aus dem Constat heraus etwas verbessern. Und das ist auch bewusst für Haut am Mur. Nicht nur für Mur, und noch nicht nur für Haut. Wir wollen nämlich konkret sehr die kleinen Bobo lesen. Da, wo sehr ein Kloster kann drauf machen, da, wo sehr Ungerechtigkeiten kann beheben, da sollen wir auch sehr agieren. Und da, wo ein bisschen mehr kompliziert ist, man das ist, wo man gerechte Lesungen eben noch für Mur proposieren. Mit großen Visionen vielleicht auch Sachen, wo ich ein bisschen mehr lang muss drüber nachdenken, wer den dann da konkret kann machen, und wen sie umsetzen kann. Das heißt, mit sicherlich ein paar Programmpunkten, ich gebe sie schätzen, talschend, und wir stimmen ja nur auf, ungefähr talschend sie konkret Sachen, die man sehr innerhalb von 5 Jahren Sicherheit nicht gesagt kriegen, ungefähr talschend hat sie Forderungen, wo ich muss über die Legislaturperiode raus sich Gedanken machen, wo man eben die nötigen Impulse will setzen, wo wir als Piraten wollen weisen, es geht nicht nur darum, darüber zu schwätzen wollen, Politik zu machen, wir wollen konkret Lösungen proposieren. Ich greife also heute den Abend für kurz zu machen, für nicht eine Stunde lang zu langweilen, ein paar Punkte raus. Und das sind auch die Punkte, die da werden auf den Plakaten gesehen, das sind die Punkte, die da an den Zeitungen, die man verdelen werden, gesehen. Das sind die Punkte, die auch teilweise schon angeschwärzt werden und die da alle gut noch an den Programmdiskussionsgruppen aufgehoben hat. Der nächste Punkt, das ist der Punkt, wo ich am meisten enttäuscht bin von dieser Regierung, das ist die Steuerreform. Piratisch die klar für eine gerechte Steuerreform. Wir fordern die Aufschaffung von den Steuerklassen und damit eine Besteuerung, bei der alle Personen gleich behandelt wird. Unabhängig vom Beziehungsstatus, unabhängig von einer Alterstranche zu fällt. Wir leben in einer individualisierten Besteuerung, eine Besteuerung, die gerecht ist, aber wo die Leute, die wirklich hart für das Geld schaffen, und da denken wir natürlich für alle morgen Leute, die für den Mindestlohn schaffen gehen, die steuerlich zu entlasten. Als Steuerproposen geben rund 90% von allen Kontribuablen entlasten. Und au contraire von anderen Parteien versprechen ich habe nicht auf der Tribüne, dass Jeep-Waren entlastet, weil wenn das verspricht, den hat an der Mathe nicht abgepasst. Irgendwo muss das Geld finanziert gehen, am magisch Geld, das vom Himmel fällt, das geht nicht. Und dementsprechend, wenn du runter gelebt, sollst du vielleicht beim Doktor gehen und sich in der Sicher lassen. Was wir aber wissen, ist, dass es möglich ist, es zu finanzieren. Und das behaupten nicht wir das behauptet die Steuerverwaltung. Die ist das schon letztes Jahr an einem Steuerdebat
mat zuelle belucht huet. Sech muss man just de Plan, den am Tierrang leit hoelen an ëmsetzen. Steuerverwaltung huet fir gerechend, an dummer erkennt die 90% vun alle Kontribuablen entlachten. Dann, wenn man schon bei der Individualisierung sieht, wenn man schon beim Schwa sehen, dann ist es für uns auch wichtig, dass man bei der Kammerbetreuung auch eine Familienpolitik für alle Schwa, für alle Lebenssituationen, aber für allem auch für alle Lebensrealität machen. Wir fordern dafür die Ausbezahlung vom Boris-Check-Service d'accueil, so dass jeder frei entscheiden kann, ob er seinen Kindern eine Struktur will gehen oder lieber selber bei seinen Kindern daheim will bleiben oder vielleicht ein Mix. Weil auch das gilt, Kammerbetreuung, Familienpolitik, ist nicht schwarz oder weiß. Wir sollen wegkommen von dogmatischen, ideologischen Diskussionen. Wir sollen hinkommen zu einer Familienpolitik, wo die Leute können ihre Familie so planen, so gerieren, wie sie das für richtig halten. Und dazu gehört ganz häufig eben noch ein Mix, sowohl aus Kammerbetreuung an einer Struktur bei einer Tagesmam, wie auch eben zum Teil eine Betreuung daheim. Das ist so ein bisschen pervers, dass den es fertig bringt, dass eine Familie kann betreut zu kriegen. Eventuell bei den Großeltern, eventuell beim Rest von der Familie. Ohne forcément, dass die Frau daheim bleibt oder der Mann daheim bleibt. Dass den aus sich dem Staat den Kado möchte an der Hälfte vom Check-Service d'accueil, während andere Familien, die aus sich das gerne Wählte machen, sich nicht leisten können, weil ihnen zu viel. Und dafür der Leber ein Crash bezahlen. Aber wo der ganz pervers geht, wenn es dann Fall kennt, und ich kenne mindestens einen so einen Fall, wo dann eine Frau Edukatrice an einer Crèche ist, die sich nicht kann, an ihre eigene Crèche nicht nachschreiben, weil sie sich nicht leisten kann, daheim zu bleiben, für das Ganze zu betreiben. Und ich gebe nur mal behaupten, dass eine Edukatrice, die qualifiziert ist, für 6, 7 Kinder gleichzeitig aufzupassen, qualifiziert genug für B Kinder aufzupassen. Ein anderes Thema, wenn wir von oppassen schwätzen, ein anderes Thema, weil der Moment ja groß diskutiert wird, das Sicherheitspolitik. Auch da, wir müssen wegkommen davon, über Sicherheitsgefühle zu schwätzen. Sicherheit ist nicht etwas, was den emotional soll muss. Sicherheit ist etwas, was die soll objektiv und Hand von den Zwillen muss. Und dann sehen wir, wo die Probleme sind, und dann muss man Lösungen dafür bieten. Aber für Piraten ist ganz klar die Lösung, dass man mehr stark präsent auf der Straße, und zwar von einer starken nationaler Police und nicht von einer 100 Gemengepolizen, die dann im Nimmen den Burgmeister stehen. Es gibt einen Grund, für warum wir die Demo so geschafft haben, und mit Gendarmerie und Police fusioniert tun, weil eben Probleme an der Gestion waren. Wir sehen es ja an der Autonomie kommunal, wenn man von bauten Reglementen schwätzen, was da für Chaos herrscht. So stell dich mal 400 Gemengen hätten 100 verschiedene Police-Reglementer, wo es unterschiedlich gehandhabt wird, ob in der Lo, der den du das ändern möchtest. Ich will mir so eine Welt an einem kleinen Lützeburg nicht vorstellen. Wir brauchen da gerechte Lösungen, die eben Spur halten. Und da ist es nicht ein Sicherheitsgefühl nur zu laufen, da ist es real für Sicherheit zu sorgen. Und es geht nicht darüber, dass man die gut ausgebildeten Leute nach auf Gemengen Police verdelen, mit dass man sie bei der nationalen Police halten. Gut ausgebildete Leute brauchen wir nicht nur bei der Police, die brauchen auch für unsere Ökonomie. Wir brauchen eine Open an eine Digitalwirtschaft. Wir brauchen eine Ökonomie, die es vereinfacht für seine Firma zu gründen, die es vereinfacht für sich zu lancieren, für so ein nachhaltiges Wirtschaftssystem zu schaffen. Für Handwerker, wie auch für Universitärberufe. Wir brauchen ein nachhaltiges Wirtschaftssystem, die von Recherche, Innovation, Digitalisation, ja auch vom Schweiß von denen, die daran schaffen, umgetrieben wird. Wir brauchen eine Ökonomie, die sich nicht auf sich selber zurückbesinnt, mit die nach draußen geht. Die guckt, wo sie als Marché, wo können wir etwas verkaufen und das dann noch möchte. Das Ganze muss natürlich umweltfreundlich stattfinden und da muss man, und das so immer als ein Klimabonus fordern, ein Klimabonus, den umweltfreundlich Verhalten belohnt, am Platz immer direkt mit der Strophe zu kommen. Wir brauchen Belohnungssysteme anstatt Strafsysteme. Und dafür fordern wir eine Direkthilfe, den Klimabonus allmond auszubezahlen, als Ausgleich für CO2-Steuer. Das wird zum Teil gemacht, über die Steuererklärung, respektive über die jeweilige Karte am Boden. Das ist aber ganz ehrlich ein bisschen mit der Ploster auf die Schosswunde gepasst. Hier hätte ich eine viel mehr einfache Lösung wählen,
und für allem das machen, weil der Klimabiergerrot gefordert wird. Meine Regierung plustert lieber weiter und den großen Problem haben. Plustern also ein bisschen, ihr seht, das als Punkten enchaînieren, plustern also auch das, was am Gesundheitsbereich geschieht, als die letzten 5 Jahre. Oder die letzten 30 Jahre. Wir brauchen eine sehr Achse am Gesundheitsbereich für jeden. Piraten fordern dafür ein mehr großes Offer um mehr Medikalen, mehr Informationen zu dem, was du geboten wird, mehr lange Öffnungszeiten, für auch wirklich die Urgenzen an den Spitälern zu entlasten. Wir brauchen ein breit gefächertes Offer, die sowohl von liberalen Doktoren getrieben wird, wie von paramedikalen Strukturen, wie auch von den Spitälern. Wir sollen noch endlich aufhören, dogmatisch einer Ideologie notzulaufen, die die letzten Jahrzehnte probiert, das Problem zu lösen, den sie manifest immer nicht an den Griff kriegen. Aber wenn man die Ideologie nicht klappt, dann muss man vielleicht mal Pragmatismus probieren. Mit dem da rechnen ich nicht, wenn das Regierung so weiterführt. Wo man da auch nicht rechnen, wenn das Regierung so weiterführt, das man da eine andere Forderung, nämlich, dass jeder einen Dach über dem Kopf verdient wird. Ein Dach über dem Kopf, das heißt, dass den Dien wohnen kann, dass den inzwischen wohnen kann, wo nicht der Schimmel auf der Mauer wiest, wo nicht sich muss Sorgen machen, die Lebensqualität, wo sich nicht Sorgen muss machen, wie kriegen die Statuten finanziert. Wir brauchen dafür ein Wohnungsbau offensiv und nicht nur eine Initiative. Wir brauchen ein Offensiv, wo der Staat mehr baut, auf in allem Lo, dann auch Projekte abkauft, und zwar sehr abkauft zum Marktpreis. Alle, wo wer, anders geht es nicht. Es geht nicht darum, halt Promoteuren reich zu machen, es geht darum, für genau die Wohnungen zu mobilisieren, die es gehen, an die, wenn in einer Straße für den Mann idle stehen. Weil all idle stehende Wohnungen akzeleriert das Problem, anstatt dass wir ihn reduzieren. An Piraten schwätzen Speide für die 10 € de Meter Carré Mietkaufformel aus am öffentlichen Wohnungsbau, weil nimmen, wenn wir die Leute auch einen Weg gibt, für Richtung Proprietät zu kommen, können wir auch wirklich nachhaltig gerechte Lösungen nicht nur für Haut, sondern für Mur schaffen. Und dann vielleicht noch 2 Punkte, und ich verspreche, ich halte mich schon selber über den Limit von der Zeit. 2 Punkte, den einen, das Dignität am dritten Alter. Ja, wen hart am Leben geschafft wird, wen ein langes Leben hinter sich hat, der soll auch nicht nach bestraft gehen. Das geht um die Steuerpolitik, das geht auch darum, wo wohne ich, wie geht nur mal geguckt. Und schon da ein bisschen gefühlt, dass du zu lange nur geguckt hast. Dass eben nicht geguckt hast, wie können wir hier wirklich eine Lösung schaffen, wie können wir hier wirklich einen universellen Zugang zu Pflegeheimen und Altersheimen schaffen, mit der hier einfach immer nur Profitdenken geguckt hast und dass man in einer Situation ist, wo sich eine Marktschärfe losgeht, die in manifest nicht funktioniert. Wenn ich 3.500 € für ein Zimmer muss bezahlen und Pflegedienstleistungen noch nicht inkludiert sind, dann ist das Geld Reck von denen gemacht, die hier ganz Leben lang für die Generation noch geschafft haben. Und dementsprechend brauchen wir einen universellen Zugang zu den Zimmern für jeden, unabhängig von der finanziellen Situation von den betroffenen Leuten. Wir brauchen transparente Preise, wir brauchen einen Weg, wie wir da hinkommen, dass den eben mit der Profitmacherei Reck von den Leuten, die das Leben lang gackert für den Reichtum von unserem Lützeburg, dass wir da abhalten. Und dafür fordern Piraten klar Dignität am dritten Alter. Ah ja, dazu gehört auch, und das hat mich persönlich schockiert, wie viele Zimmer zu Lützeburg gibt, wo kein eigene Toilette, geschweige denn eine eigene Dusche ist. Kein halb an der Welt haut an der Situation sind, dass ein Dusche Stock missteilen. Dann sollte man das als Großeltern nicht auch zumuten. Und dementsprechend klar für die Dignität am dritten Alter. Und der letzte Punkt, an den leitet man nicht auf alle anderen Forderungen, die man natürlich auch im Herz leiden, aber ein bisschen besonders im Herz, weil das ist eigentlich die Kehrforderungen von den Piraten seit ihrer Gründung. Wir verschreiben nicht mit, dir sollt ihr für Mord schwätzen.
dir sollt ihr für Matschwätzen, hecht dat eine real Bürgerbeteiligung fordern. Eine Bürgerbeteiligung, wo man öffentliche Petitionen mehr Gewicht gehen, und sie nicht einfach nehmen aufwischen an den Petitionskommissionen. Da macht kann ich Elite von der sagen, wie du heierst du mal Petitionen verfolgt. Wir hätten gerne ein partizipative Budget, ein Teil vom Budget, den auf Zeit gestaltet wird, Leute. Jeder kann Ideen proposieren für singen Eck vom Land, mehr auch national, konkret Projekte umzusetzen. Ah ja, wir hätten noch gerne einen nationalen Bürgerrat. Wir glauben, dass ein Klimabürgerrat nicht mehr eine erste Etappe Weg zur Partizipation war. Aber das Problem ist, bei der heutigen Regierung erwartet man nicht, dass das hier ein Regime gesagt wird. Weil sie schreiben sich zwar auf die Fahne, sie hat einen Klimabürgerrat angefordert, aber was ist da mit den Forderungen vom Klimabürgerrat geschieht? Nicht. Das ist wie wenn ich halt Fenster gebe, und ich gebe einfach die Forderungen einfach Musel puchen. Ich meine, dann wäre mehr, was da geschieht. Und nach, zumindest hat ihr den Fisch, den sich davon ernähren kennt. Aber schlussendlich haben sie das heute, mein alles vertikal aufklassiert. Und das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass man Leute den Anschein gibt, dass sie dürfen mitschwätzen und dann noch die Forderungen einfach wegwischen. Ja, dazu gehören mehr Referenden, dazu gehört mehr diskutieren. Mehr Politik als diskutieren. Politik als nicht 31, 29 etwas durchstrecken, weil ihr eben gerade eine Majorität hat. Politik als die Leute mitholen, sie überzeugen von Ideen und sie dann zum Wort stellen. Ah ja, heierst du gewinnt den, heierst du verliert den. Heierst du sind an der Majorität, heierst du sind an der Minorität. Bei mir als Piraten, weil du die letzten 5 Jahre mischen, sondern Minorität, das ist eben so, wenn eine Oppositionspartei ist. Aber ich gebe mir aber wahren, dass Politik mich streitbar wäre, mehr diskussionsfähig wäre, mehr bereit wäre, nicht nur über die Leute zu diskutieren, sondern mit den Leuten zu schwätzen, mit den Leuten zusammen Lösungen auszuschaffen. Weil wir meinen, dass nicht mehr 60 Leute an der Chambre die Weisheit mit den Löffeln gefriert hätten. Und dann, was noch bald Frauen hätten, 31 Leute an der Chambre, respektive vielleicht noch ein paar Männer, wenn in just Regierung guckt, den hat nicht verstanden, wie viel Potenzial und Materie gris und Ideen da draußen an der Population schlummern, wir mussten sie just wirklich kütteln. Und auch da, das Teil von der DNA von den Piraten, dass man den Leuten eine Stimme geben, denen Leute eine Stimme geben, die eben häufig keine Stimme kriegen. Die häufig eben nicht Gehör fanden. Und dafür sind wir auch froh, dass wir so ein diverses Trupp mittlerweile sind. Sowohl was Geschlecht angeht, sowohl was Alterstranchen angeht, dass man eben all das Potenzial wirklich kütteln und nicht nur Ideen haben, die enge Richtung und nicht nur in einem Buch nachlaufen, was für 100 Jahre geschrieben wurde, mit tatsächlich Politik machen, mit gerechten Lösungen für heute und morgen. Und das für was wir umtreten, das für was wir die nächsten 5 Wochen werden kämpfen, die Leute zu überzeugen, als zu wählen, für eben diese Lösungen eine Chance zu geben. So, dass wir dann hoffentlich den 8. Oktober etwas Großes zu feiern, nämlich das, dass wir als Piraten als Lösungen können, an Realität umsetzen, dass wir den Leuten können weisen, dass es Zeit gibt für Wirsel, dass es Zeit gibt, nicht nur neue Gesichter auf alle Verpackungen zu patchen, sondern dass es wirklich Zeit gibt für Wandel, dass es Zeit gibt für neue Gesichter auf neue Verpackungen, weil alles nicht als Etikettenschwindel. Und darauf freue ich mich, die nächsten 5 Wochen geht cool. Und sobald wir das Programm gestimmt haben, weiß ich auch, dass wir den noch außen gut vertreten können. Es ist ein schönes Merci an. Bonne Chance bei den Wahlen. Merci Sven für die guten Erklärungen zum Programm. Aber das dann den schönste Programm. Wir brauchen auch Kandidaten, die das klar für dich vertreten. Und ich kann nicht so, wir sind über die Jahre am Gange gewirrscht, für allem das Sven und ich, wo wir mit vielen Kandidaten für die Chamberswahlen geschwärzt haben, wo wir viele Leute ein bisschen enttäuschen, dass sie keinen Platz kriegen auf den Chamberslisten bei den Piraten. Wir haben aber auch viel neue Leute gefunden an dem Jahr, wo wir, ich gehe ehrlich zu, auch ein Programm beigeholt haben, wo wir so Tisch der Chamber mit ist,
mit potenzielle Kandidaten als nach getroffen, um mir zwei für schnell Martinen zu schwätzen, ob das Programm, die Ideen von den Piraten dann noch passt. Und wir sind hoffentlich drauf, ob die 60 Kandidaten, die an den einzelnen Bezirken schon bestätigt sind, die Wort bald alle Guten, ich sehe ganz viele Gesichter, die auf den lokalen, regionalen Kongressen waren, Süden, Zentrum, Norden, Osten, wo die Einzellisten gestimmt, präsentiert, gesehen an der Thomas müsste machen, der wissen alle Guten geriecht hat, ein Delay gesagt, für ein Depot, sodass man die über den regionalen Weg von den Bezirken gemäht haben. Piraten stellen sich ab von ganz jung bis zu den mehr hohen Alter. Piraten stellen sich ab von den Berufen, von, ja, auch von den nicht ein Neuwärm hört, kann ich bei Piraten kommen, auch die Handwerker, sie bei den Piraten, aber auch die Akademiker, jeder ist bei den Piraten willkommen, den sich mit Eisen, Valeuren kann identifizieren, den hinter dem Programm steht, wo der hoffentlich wird Hanno stimmen. Piraten haben noch darauf gehalten, dass an den Bezirken immer Frau am Mann ein Spitz bilden. Nicht wie andere Parteien, die mengen, wir sind zwei Männer, bei man Fenster setzen, schweigen die mit den doppelten Spitzenkandidatur komplett falsch verstanden, mit der war ein Bild von ihrer Politikerin. Wir Piraten haben gesagt, wir gehen sowohl Jungen wie bisschen mehr älteren Spitzenkandidaten Chancen, wir geben Männer Chancen, wir geben Frauen Chancen, wir geben alle Berufe Chancen, und da sind ich besonders hoffentlich drauf, dass als Kongresser, da auch so validiert tun, gesagt tun, ja, Piraten sind nicht wie die anderen Parteien. Wir sind die Partei aus der Gesellschaft, aus der Mitte, von den Leuten. Wir sind genau so, wie wenn ihr auf der Straße, ihr seht es ja immer, wenn ihr auf der Braderie in NRW seid, mit den Leuten schwätzt, sie können sich mit uns identifizieren. Wenn wir jetzt alle Gesellschaftsgruppen, die 60 zusammen haben, dann dürfen sie immer hoffentlich, weil die alle Gute können, dann Wahlen zu gehen. Merci. Und dafür der nächste Punkt, den ich das andere im Rob bierden. Was nicht? Weil lo geht es, aber so Bertel, okay. Ja, die, wie viel auch immer, ja. Sie, ich stehe da aber nicht gewinnt, also, das geht mir auch daheim immer so. Ich gehe immer um halb Jahr gucken, wenn ich Journal aufhänge. Und da sind sie um 7 sind sie schon am Gangen. Also, lernt lo schön, weil das Sven so live am Journal, also beholt der lo, wie das soll sein. Wir haben ein gutes Programm, wo das Sven für uns erklärt, da werde ich gerne gehabt, dass noch bis raufkommen werden. Ein Programm, wo man für alle mal Merci muss lassen und Tagesgruppen, auch da hat lo ein Jahr gedauert, wo man das Programm 2016 als Basis geholt haben, mir nicht rausgeholt. Wir stehen noch einmal zu dem, was wir 2016 gesagt haben. Es sind so viele Herausforderungen für das Land dabei kommen, und dementsprechend haben wir so viele Punkte ergänzt. Und da ein ganz großes Merci und als Equipe, wo die Arbeitsgruppen gelegt hat, es waren 15, 20 Leute an den Arbeitsgruppen an Schweden, es war lang, es war oft Weekends, wo man das gemäht haben. Jedes Programm kann sich weisen lassen. Dafür ein großes Merci und Carol, Josiane, Steffi und Gilles und den Tommy für ihre Arbeit an den Arbeitsgruppen, weil ohne sie hätten wir kein Programm. Aber wenn nicht an Arbeitsgruppen dabei war, hat er verpasst. Wir haben nicht eine Woche konnte während 14 Tagen das Programm, den, ich meine, ich hatte mit dem Layout gesehen, 300 Seiten oder so, konnten schon durchlesen, für das in den Noven doch ganz genau weiß, warten, mit aufschreiben, wie eine Zukunftsvisionen mal haben, muss ich aber auch da sagen, dass das Programm abbaut, auf den letzten 5 Jahren Chambers arbeitet. Vieles, was man da und Motionen, Ragin, wo leider, ihr wisst, wie das geht, immer 31, 29, weil die anderen sie besser wissen, aufgelehnt sind, haben wir an diesem Programm rumgefunden. Wir hoffen ja, dass wir die 31 da können brechen, dass die 31 nicht mehr 31 Stimmen haben, und dass wir nächste Woche können die Motionen und die Ideen, wo sie alle Guten aufgelehnt haben, umsetzen. Zu dem Programm. Da muss man dann ein Wort holen. Da ging ich erst stabilen erzählen, der kriegt 4 Drohnen, sowohl gelb wie rot ausgedeelt. Und ich ging Ringerrot. Was hast du gesagt? Gelb? Nein, Ringerrot. Sie haben der Meinung, wir müssten ein bisschen mehr im Hof an rosa Zettel machen, da tut man nicht zu viel alles System.
Und du hast dann froh, anhalt von Schriftkarten, lang oprecht für das Fotografen, auch ein paar Sekunden für die Foto zu holen. Wen hast einverstanden mit dem Programm, wie dann so proposiert wird? Ich sehe kein Rot, somit also es unanim ugeholt. Merci. Und dann immer zum Pad kommen auf dem schönen Schiff, weil ich muss sagen, dass wirklich flott das ein piratenden Lancement von ihrer Kampagne ob der Musel, ob einem Schiff mit dem schönen Ausblick an den Bord drin traut, das hat man nicht mal da geplant, wir sind noch nicht so katholisch, vielleicht oder das damals zu dienen. Mit das mehr Hai Schiff können das Lancement von unserer Kampagne feiern, den ab Morgenabend, Mitternacht, Plakate abgehangen gehen, die hat schon ein bisschen in Deko gemacht, ein kleines Preview für unter dir von einem Bauzong. Die hat aber auch schon andere kleine Elemente auf Social Media gesehen, mit die Großkampagne werden ab in Samsten dann am ganzen Land gesehen. Und du hast den ganz große Merci und alle guten Equipen, nicht nur Kandidaten, aber auch die Equipe rundherum, die helfen, weil die 60 Längen können das auch nicht bewältigen, für allem am Norden und am Osten, die immens viele Kilometer haben, die immens viel Terrain haben, par rapport zu den Kandidaten unzählen. Und du hast doch das Ganzpartei, denen Bezirke wird helfen für beim Abrichten, dass man dementsprechend auch an den Bezirken, die ganz viele Kilometer haben, wenig Kandidaten, können eng Hand mit abhaken. Als Kampagne hat gewiesen an den Gemengewahlen, dass es funktioniert. Wir hatten heute zu Remisch, holen wir mal als Beispiel raus, 14%. Wen hat gedacht, dass ein Piraten 14,7 ob Hofrisch 14,7 kommen. Es kann den für allem erkennen, dass da, wo die Piraten eine zweite Kehr untreten, die Leute als Erbecht gut fanden, dass wir da konnten beilegen, dass es da ist, wo wir gewonnen haben. Und da, wo wir für dich getreten sind, wo verschiedene Reisen gesagt haben, oh, was geht der dann da mit? Das ist just Verplempung von Zeit der Geld, da kommt er. Da, wo wir mitgegangen sind, mit vollen Lüchten, sind wir als einzige Partei hier am Land direkt rangekommen. Das ist ein großer Applaus für das ganze Equipe. Und das auch darauf, wo wir abbauen. Wir haben an der Gemengewahl gewiesen, Stimme für Piraten, sie Stimme, woher noch können umgesagt gehen. Und das ist, was doch zählt, an der Chamberswahl. Wer sich Stimme für Eis aufgeht, den hat Garantie, dass wir noch an den 5 Jahren das auch umsetzen, was wir früher gesagt haben. Nicht wie die kleinen Parteien, wo auf Ego-Trippen irgendeine Menge, die müssen irgendwie am Chamber kommen, weil irgendeine Jahr eine Partei rausgeflogen ist. Vielleicht mit gutem Grund. Bei uns ist es genau der Kontra. Wir haben die Neuleute, die noch nicht irgendwo rausgeflogen sind, die nicht irgendwo Probleme hatten, mit die sich wollen engagieren, für das Land gerecht Lösungen kriegt. Merci. Lo kann dann die Fiesta gehen, wir machen lo Bar op, Dirsen op. Und Lisa wird nach den ganzen Noven, die wir sagen, ich freue mich schon auf das nächste Video mit Camilla und Lisa. Merci.